zu Gast bei Eschbacher. Märchenpunk Jörg Steigmeier. Wenn er erzählt, fliegen die Fetzen und manchmal auch die Bratwürste. Unser nächster Besuch ist, wenn er so im realen Leben steht, eigentlich mit beiden Füßen am Boden. Ist er auf der Bühne, dann fliegen also zwischen ihnen Fetzen und das wachsen ihm irgendwelche Bratwürste zum Gesicht aus, weil sein Job ist nämlich, Märchen zu erzählen. Aber nicht einfach so ein paar lauwarme Geschichten, sondern es sind so richtig knackige und erschreckende Ausflüge in eine andere Welt. Und er gilt eigentlich bei seiner Berufsgattung sozusagen als Punk unter den Märchen-Onkeln. Herzlich willkommen, Jörg Steigmeier. Hallo, Jörg Steigmeier, willkommen. Das sind Blutter da. Ja, es gibt ein bisschen mehr Bodenhaltung. Ist das ein Teil vom wirklich jetzt mit beiden Beinen am Boden stehen? Gehört zu mir. Also die Leute würden schon bald reagieren, wenn ich mit Schuhen auf die Bühne könnte. Und so richtig dicke Hornhaut unten? Das ist gut. Im Moment geht ein bisschen abgekoppelt, weil über den Sommer wächst es relativ stark an. Aber es ist jetzt wieder... Aber geht er auch Blutter raus aus dem Studio? Nein, so hart bin ich nicht. Nicht? Nein. Der hat ein paar Finken parat. Da hat es ein paar Finken parat. Okay, schön. Ich habe mal einen Ferienmann gehabt, der war schon Blutter bei mir. Aber kommen wir jetzt zu den Märchen. Also normalerweise, wenn Männer Märchen erzählen, sind sie Politiker. Ja. Was für Märchen erzählt ihr? Ich erzähle... Also der Ursprung war schon, dass ich mich geärgert habe, dass man immer orientalische Märchen erzählen muss. Mhm. Und das haben die Erwachsenen immer ein bisschen gebraucht zum Flüchten. Wenn man Märchen hört, dann orientalisch, das schön exotisch, das kann man annehmen. Und ich habe einfach irgendwann gefunden, es gibt so schöne, viele alemannische, Schweizer Märchen, deutsche Märchen. Und die muss ja auch jemand erzählen, sonst gehen sie verloren. Aber wie kommt man denn auf die Idee, auf ein Märchen zu erzählen? Beim Kindergarten gehen, wenn es einem langweilig wird. Das sind Kindergärtner ja, von Beruf. Genau, ja. Mhm. Und aus dem Kindergarten aus, wo ich relativ fest mit Brauchtum gearbeitet habe, ist eigentlich die Idee dann auch entstanden, dass man den Leuten auch wieder weitergeben könnte, ein bisschen unser Brauchtum. Und von dem her ist mein Programm auch sehr mit Brauchtum durchmischt. Manchmal ein bisschen chaotisch, aber es ist eigentlich Originalbrauchtum. Und also bei euch fliegen die Fetzen auf der Bühne. Es geht so, es ist nicht so laue Geschichte und wenn einer noch nicht gestorben ist, dann lebt er immer noch. Wie ist denn so der Stil? Wie läuft denn das so ab? Also ich denke, das Grundsätzliche an Schweizer Geschichten ist das holperig sind. Das zeichnet sie aus. Mhm. Und darum erzähle ich sie auch gerne, weil man sie auch noch ein bisschen ausschmücken. Sie sind ja noch nicht so ausgeschmückt. Mit dem Fetzenfliegen, das ist nicht mehr so schlimm. Das war ziemlich am Anfang von meiner Karriere, wo ich gefunden habe, ich werde mich jetzt hier kasteien und vor die Leute auf die Bühne stehen. Ist mal ein ganz herziges Mütterli nach dem Auftritt zu mir gekommen, wie man sich so ein Grossmütterli vorstellt. Und er gefunden, also da hatte ich noch farbige Haare für die Kinder, dass sie immer gewusst, in welche Jahreszeit das ist. Also ist dann so vor mich hergestanden und hat mich so ganz lieblich angeschaut und hat gesagt, ja, Sie mit Ihren blauen Haaren, erzählen Sie doch einmal eine Geschichte von einem Servala. Mhm. Und dann ist eben die Bratwurst gekommen. Ich dachte, ja, das habe ich ja, vielleicht hätte ich mich schon mal gesehen und hätte jetzt die Bratwurst-Geschichte hören. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, und dann nehmen Sie den Servala und stecken sich den an. Mit ihren blauen Haaren. Und dann ist sie ganz schnell davon gerannt. Das ist mutiges Mütterli. Das ist ganz ein mutiges Mütterli. Es war dann relativ lang ruhig im Auftrittssaal, bis dann alle schallend gelacht haben. Und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger mit farbigen Haaren und mit Bratwürsten. Aber es geht immer noch um Zwergen und Hexen. Es geht immer noch um Zwergen. Beispielsweise Zwergengeschichten. Zwergengeschichten, es braucht natürlich immer auch ein bisschen Aufklärungsarbeit von den Leuten, weil es kennt ja niemand mit den Geschichten. Also, von den Zwergen, ja. Von den Zwergen. Ich denke, wer weiss, das 7 Zwergen, oder? Mhm. Also, wenn wir vielleicht gerade dort einsteigen können. Ja, wir kennt 7 Zwerge ja von der Grimm her. Und man ist sich nicht mehr bewusst. Vom Schneewittchen. Genau. Und man ist sich eigentlich nicht mehr bewusst, dass die Grimm ja ihre Märchen eigentlich relativ ausgelehnt haben. Mhm. Und die Hauptgewährsfrau von der Grimm war ja eigentlich eine Schweizerin gewesen. Von dem her findet man auch sehr viel Schweizer Element in diesen Märchen. Und was ich einfach immer wieder festhalte, die 7 Zwerge sind ja ursprünglich Aargauer gewesen. Ja. Also, da wird, eben, Sie sehen die Reaktion, ich werde dann immer ein bisschen ausgelacht. Wenn ich, das sind ja auch Aargauer, von Zurzeit. Ja, ich bin natürlich stolz als Aargauer, dass die 7 Zwerge ursprünglich im Aargau gewohnt haben. Es zeigen ja relativ wohl gewesen, habe ich mir sagen lassen. Also die sich geografisch auskennen, das ist
zwischen Bruck und Waldshut, muss ich vorstellen, auf der Höhe oben, dort muss das Häuschen gestanden sein, vor langer Zeit, so ein Zwergenhäuschen. Und dort haben sie drinnen gewohnt. Und da ist an einem Abend dann mal so ein nettes, apartiges Mädchen halt dahergekommen. Und es hat schon eindunkelt gehabt. Es hat ein Häuschen angeklöpfelt, wie sie um ein Nachtlager gefragt hat, wie sie den Weg im Feisterligen nicht mehr gefunden hat. Jetzt haben natürlich die 7 Zwerge wohl nur 7 Betten gehabt. Aber könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Catch gegeben hat, gell? Wie wenn das nicht ein apartiger Mädchen jetzt ins Bett hineinschläfen und schlafen. Und wie es im Leben dann so ist, der Älteste hat geschlafen, bei dem ist sie ins Bett hineingekrochen, das nette apartige Mädchen. Und da ist nochmal eine Bauernfrau ans Häuschen gekommen, hat auch dort übernachten. Da ist das nette apartige Mädchen hurtig zur Tür gesprungen und hat gesagt, ja gut, die Bauernfrau. Also, die 7 Zwerge, die haben bei Gast nur 7 Betten, hat jetzt also wirklich niemand mehr Platz in diesem Häuschen. Da hat die Bauernfrau ein bisschen hässlich gemacht. Was meint ihr? Ja, mit wüsten Verwünschungen ist sie davon gelaufen. Ein Lottermädchen hat sie geschumpfen. Ha! Eine Frau und 7 Männer! Aber am gleichen Abend ist sie mit 13 Bauern wieder vom Dorf raufgekommen. Die hat nicht lang gemacht. Was meint ihr? Türen eingebrochen und die 7 Zwerge zu Tod geschlagen. Ja. So ist es um die 7 Zwerge. So ist es. Ja, es ist ein grosses Lied, aber der Herrgott hat es gegeben. Und es ist ja noch nicht der Tod von einer Kuh, gell? Ja. Danke vielmals. Wie reagieren Männer darauf, wenn jetzt plötzlich jemand sagt, ich bin Märli-Onkel, und man sagt, ja, das ist eine Frauensache, das. Da kommt immer das Trudi Gerster als erstes. Mhm. Und als zweites kommt ja, der Froschkönig. Das ist eigentlich der Grund, warum ich die Geschichte erzähle. Ich weiss, es ist eine lustige Geschichte. Wir Aargauer sind lustige, wir haben nur wenige Geschichten. Aber der Grund war eigentlich, etwas in der Hand zu haben, um diesen Männern genau entgegenzutreten und zu sagen, ihr habt ja keine Ahnung von Märli. Und ihr wisst ja gar nicht, wo die 7 Zwerge verscharrt sind. Und spätestens nach dieser Geschichte hören sie mir nämlich zu, die Männer. Mhm. Und das Lustige ist auch, ich komme immer viel mehr Reaktionen von Männern nach dem Auftritt wie von Frauen. Weil bei den Männern merkt man, dass manchmal ganz stark, es hat so ein Löchchen gegeben. Jetzt haben sie gemerkt, ich war mal Kind von 40 Jahren. Und das ist eigentlich auch für mich der schöne Moment. Für mich. Also ich genieße das fast mehr, wie wenn eine Frau nachher kommt, kann gute Komplimente machen, wie wenn ein Mann kommt. Ja, die muss ja wahrscheinlich am meistens gute Nachtgeschichte genau, erzählen. Die kommt. Gibt es denn eigentlich so einen Trick, wie man eine optimale gute Nachtgeschichte haben kann? Also ich saufe immer extrem ab bei meinen Göttichen. Ja, ich bescheisse natürlich von dem her. Also das kommt auch immer wieder, dass die Leute kommen und sagen, ich erzähle auch Geschichten. Und unter dem Strich sind die wahrscheinlich 100-mal kreativer wie ich, weil die erfinden sich selber, die erfinden die Geschichten selber. Ich bescheisse ein bisschen. Ich nehme nur überlieferte Geschichten. Da muss ich nicht ganz so kreativ sein. Und meine Kinder haben eigentlich von dem her nichts zu melden gehabt. Sie sitzen da, können sie fragen. Irgendwann haben sie gar keine mehr hören, weil sie sind natürlich immer ein bisschen das Probepublikum gewesen. Die Armen müssen dauernd irgendwelche Geschichten als erstes hören und sagen, ob sie gut sind. Und wenn sie Scheiße gefunden haben, dann ist die ja nie erzählt worden, die Geschichte. Okay. Ist das oft passiert? Nein, sie sind eigentlich noch human umgegangen mit mir. Ihr habt in dem Sinn ja einen Rollenbruch gemacht. Also etwas, wo man sagt, es ist ursprünglich eine Frauenrolle, macht ihr als Kindergärtner, Märchen erzählen als Mann. Wie ist das schon im Leben? Ich bin ja Hausmann, ich tue meine Kinder versorgen, meine Frau ist den ganzen Tag am Arbeiten. Also, das ist immer das Lustige. Bekommt ihr auch ein Rechtshaushaltungsgeld? Nein, die haben sie mir eben gestrichen, jetzt gerade letzte. Gibt es Lampen deswegen? Nein. Ich bin selbstständiger Mann, emanzipiert, ich verdiene ein emanzipierter Hausmann in dem Sinn, ja. Habt ihr denn je Schwierigkeiten gehabt mit diesem Rollenverständnis? Nein, ich spiele eigentlich gern mit dem. Also mir ist wohl so zu leben, ich habe das eigentlich auch wählen, wie ich einen Vater hatte, der war nie rum gewesen. Und habe gefunden, wenn ich Vater werde, dann werde ich auch rum sein für meine Kinder. Ich habe dann nicht gewusst, dass ich plötzlich eine Frau habe, die ist wie mein Vater und nicht rum ist. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, aber das ist ja so einfach das im Zug von der Emanzipation dann halt einfach mitgekommen, dass die Frauen dann irgendwie plötzlich auch in dieser Rolle drin sind. Und wie findet es das Kind in der Schule, wenn man sagt, hat die Mami das Brot gestrichen oder so? Nein, bei mir hat es der Papi gemacht.
Ja, ich gebe ja eigentlich Kindergarten im gleichen Dorf, wie ich arbeite, und habe das 16 Jahre gemacht. Also von dem her kennt man mich dort auch. Hat mich schon immer ein bisschen komisch gefunden, aber ich bin akzeptiert. Und unterdessen sind es vielleicht auch, wenn ich Glück habe, ein bisschen stolz, was ich mache, weil mein Sohn ja immer das Gefühl hat, ein anständiger Vater hat einen Anzug an der Krawatte, wie seine Kollegenväter haben das. Und ist nicht bluttern unterwegs. Und sowieso, wer lernt schon Kindergärten und Geschichten erzählen, das ist das Hinterletzte, aber das Bessere ist jetzt langsam. Also langsam entdeckt man auch die Möglichkeiten, die man mit dem exotischen Vater ausschöpfen kann. Ja, genau. Wenn man jetzt so überlegt, in einer Zeit, wo Fernsehen läuft und irgendwelche Spiele daheim, elektronische, hat das Märchen überhaupt noch eine Chance? Ich denke im Moment mehr wie auch schon. Also im Moment ist ja der absolut dran, man noch die Zeitung aufmachen und die Weihnachtszeit, also Sie sind wahrscheinlich bald der einzige Prominent, der nicht eine Märchen-Tournee macht vor der Weihnachten. Aber die Leute brauchen das auch. Und ich merke das auch, es ist auch nicht mehr so schwierig, an die Leute herzukommen wie auch schon. Ich denke, die sind so zugefuttert im Moment, dass sie froh sind, wenn mal jemand einfach wieder da steht und redet und erzählt und sie nicht auch noch zuballern mit visuellen Zutaten. Ist man bereit, wieder in so Geschichten einzutauchen, noch im Sinn, dass man sie nicht nur als etwas Exotisches anschaut, sondern vielleicht auch mit moralischen Schlusskonsequenzen überhaupt funktioniert? Das will ich eigentlich gar nicht. Also das wird, gerade im Deutschen, wo man die Märchen eigentlich relativ viel moralisch braucht, wird mir da eigentlich zu gut gehalten, dass ich mit meinem chaotischen Stil eine Geschichte erzählen kann und die Moral kann versteckt durchbringen. Aber mir ist sie nicht wichtig. Ich will die auch nicht rausheben. Weil ich denke, jeder nimmt schon das raus, was er braucht. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, jetzt gerade bei einer Geschichte wie dieser, wenn man die Hintergründe nicht kennt, von dieser Geschichte, um jetzt da so wissen, was abgeht. Und das ist relativ handgreiflich. Ja, es ist handgreiflich, wobei wir also natürlich jetzt so ganz... argauische Situation, oder? Ja. Wir könnten jetzt natürlich da noch ein bisschen absteigen in die Geschichte rein, und dann würden wir da ganz interessante Geschichten. Wobei, ich meine, wenn man sieht, wie die Bauern auf ihren Feldern handwerken, sind das nicht die einzigen 7 Zwerge, die blattdruckt sind, wahrscheinlich, die wir in der Schweiz haben, im Aargau unten. Das ist schon wieder richtig, ja. Genau. Kann man vom Märchen erzählen reden? Leben, Entschuldigung. Ja, ich bin ja noch da. Ja, eure Frau arbeitet ja. Nein, ich denke, unterdessen kann ich davon leben. Es ist das Gute daran, an unserer wirklich Top-Organisation, und muss da einmal wieder ein Kompliment an meine Frau machen, ist einfach das, dass ich von Anfang an können sagen, ich gehe jetzt nicht auf die Märchen-Onkelschiene. Ich bin übrigens auch kein Märchen-Erzähler, sondern ich höre viel lieber, wenn ich Geschichten erzähle, sagen, wieso habe ich morgen wieder Lampen mit der Märchen-Gesellschaft, wo das Sankt ist, wie man ein Märchen erzählt und was das ist. Aber ich bin nie gezwungen gewesen, einen Auftritt anzunehmen, den ich nicht wollte, weil ich gewusst habe, die Frau bringt mir schon Geld heim zu Abend. Ich konnte Nein sagen. Ja. Und ich denke, da bin ich relativ schnell dann auch verschieden gekommen, wo mir gefällt, wo es mir jetzt wohl ist, wo ich jetzt davon leben kann, wenn ich den Druck nicht habe. Das wünsche ich euch weiterhin. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Und weiter gute Inspiration und keine kalten Füße. Märchen nicht von dieser Welt.